ist es so schön. Ab jetzt liegt die Wahrheit auf dem Platz. Lassen wir uns überraschen, was für eine Partie uns diese beiden Mannschaften heute bieten werden, liebe Zuschauer. Da serviert er dem Torwart den Ball auf dem Silbertablett. Willem Tvei. Riesenchance von links rein zu spielen. Griechenland. Es braucht jetzt eine gute Hereingabe. In die Mitte gespielt. Zum Mann in die Gasse. Sie haben alles Mögliche getan, um den Ball aus dem Strafraum zu halten. Toller Angriff über die linke Seite. In dieser Ecke haben sie eine gute Torchance. Eine Vorlage direkt vors Tor. Erfolgreiches Zuspiel. Der Verteidiger ist da. Und jetzt schießt er. Tor! Das ist das Eröffnungstor. Den hat er in die rechte Ecke des Tors genagelt. Hören Sie sich das an, was hier nach dem Treffer jetzt los ist. Damit haben Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0. Und relativ spät kommt doch noch der Pfiff. Na, da soll sich einer auskennen. Viel zu offensichtlich. Wenn sie jetzt ganz exakt spielen, dann schlägt es gleich wieder ein. Da brennt es im Strafraum. Boah, der geht weit drüber. Genauigkeit ist was anderes. Kommt der Torwart und holt sich den Ball. Er bekommt noch den Fuß dazwischen. Mit einer guten Flanke könnte was draus werden. Schön die Lücke gesehen. Und die Abwehr kann klären. Atletico. Es gehört schon was dazu, sich diesen Ball zu holen. Er bekommt noch den Fuß dazwischen. Eine schnelle Bewegung des Spielers da rechts außen.
der Unparteiische bestrafen. Freistoß ist das Mindeste. Das könnte durchaus eine Karte geben, aber nein, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit dem reden. Die Chance zum Flanken. Türkei erklärt die Situation. Er sucht den freien Mann in der Mitte. Der Versuch zu klären nicht optimal. Jetzt erneut die Möglichkeit. Und jetzt versucht er es. Der Torhüter geht auf Nummer sicher. Eckball. Steht da jemand vor dem Tor bereit? Der Ball ist drin, der absolute Wahnsinn. Damit wird der Vorsprung noch größer. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ein irrer Kopfball. Das ist hier schon so etwas wie eine Vorentscheidung. Jetzt steht es 2:0, eine komfortable Führung. Jetzt also geht's in die Kabine. Die Trainer werden die richtigen Worte finden zur Leistung der Mannschaften in der ersten Hälfte. Ziemlich ausgeglichene Geschichte hier nach 45 Minuten. Man sieht, Hansi, dass sich beide Teams sehr gut kennen. Nun, ich finde, es war ein ziemlich spannendes Spiel bisher. Rumänien. Es geht weiter. Auch die Fans sind zu ihren Plätzen zurückgekehrt. Das war noch nicht alles in Durchgang 1. Für die zweite Hälfte haben die Teams auf dem Spielfeld jetzt die Seiten getauscht. Jetzt kann er den Ball von rechts hereinschlagen. Bulgarien. Befreiungsschlag. Kann ihn vielleicht mal einer angreifen? Gute Einzelleistung bis hierhin, aber jetzt muss er abspielen. Griechenland. Da steigt er hoch und köpft. Der Abwehrspieler war da als letzter dran. Das gibt doch noch Gelb. Es hat ein bisschen gedauert. Die Aktion war gelbwürdig und nachdem der Ball im Aus war, ahndet der Schiedsrichter dieses Foul. Wer wird sich den Ball schnappen vor dem Tor? – 40 Minuten sind um und wenn sich nichts Außergewöhnliches mehr tut, dann geht's auch so in die Pause. Aber da ist der Gegner schneller. Und er schießt.
Der Ball ist im Aus, der Verteidiger war als letzter dran. Die Türkei. Direkt vors Tor. Der Ball könnte die Abwehr da rechts in Verlegenheit bringen. Von links droht Gefahr für die Abwehr. Bei solchen Torwartfehlern brauchst du als Abwehrspieler ganz starke Nerven. Jetzt könnte er den Ball in die Mitte schlagen. Da versucht er es. Knapp am linken Pfosten vorbei. Sie versuchen, das gegnerische Tor unter Druck zu setzen. Nur so geht's, um überhaupt in Schussposition zu kommen. Er hat den Pass instinktiv erahnt. Er muss abspielen, sonst hat sich das mit dem Vorteil ganz schnell wieder. Links außen. Da versucht er sein Glück. Was für ein Bock des Keepers, aber die Abwehr hat aufgepasst. So gibt's nur Einwurf. Absolut gute Position zum Flanken. Schöne Abwehraktion. Da hat er Glück, wenn es keine Karte gibt. Foul und Freistoß. Dafür sieht er gelb. Ich meine, das war schon im Ansatz zu sehen, dass das Foul nicht ohne Auswirkungen bleiben würde. Das bedeutet allerdings für den weiteren Verlauf der Partie, dass er sich jetzt etwas zurückhalten muss. Schön gespielt. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Da ist er drin. Tor Nummer 3. Ab jetzt können sie locker und entspannt ausspielen. Nur noch wenige Minuten bis zum Schlusspfiff. Ein Bombenschuss mit rechts. 3-0, die Führung ist jetzt absolut souverän. 90 Minuten sind um, aber es steht noch 0:0. Alle Optionen für eine gute Flanke. Jetzt gibt's Eckstoß. Wer wird sich den Ball schnappen vor dem Tor? Sie machen weiter Druck und bekommen erneut Eckball. Steht da jemand vor dem Tor bereit? Wie konnte das nur passieren? Ein absolut tödlicher Fehler. Damit haben sie ein recht einseitiges Spiel bequem gewonnen. Es war ein wahnsinnig spannendes Spiel, oder Hansi? Nee, sicher nicht, Wolf. Das Spiel lief wie erwartet. Und damit ist es an der Zeit, mich